und herzlich willkommen. Und ja, heute reagieren wir wieder auf ein Video von der echte Pussy, Angry Purple Guy Biker German Compilation, Road Rage. Ich weiss, die heißen immer etwa gleich, die Videos, aber wir reagieren drauf. Und ich würde sagen, let's go. Ja, was mein Problem wäre und so, ob wir kämpfen wollen, Handy. Was hat dich gebremst? Ja, ihr habt gebremst und habt ein Handy. Was ist daran denn Schwachsinn? Kein Handy. Also ich finde, dass ich bei der Auto, also ich finde ganz ehrlich, als TÜV-Fahrer, du hast sozusagen, du hast schon das Recht, weil du ein schlechter Mitglied bist, ein bisschen, oder das schlechtere Glied bist, ein bisschen sozusagen halt den Autofahrer darauf hinzuweisen, aber auf der anderen Seite finde ich auch, ja, musst du nicht übertreiben, weil das Problem ist jetzt, du hast so nicht gefahren, gehupert, alles, und wenn der bremst, er hat zwar nur kurz bremst, aber du wirst im Safe-Line reinfahren und du bist geschult, oder vielleicht auch nicht, aber dich leitet es auf den Sack und ja, kann man alles nicht sehen. Also ich finde jetzt von TÜV-Fahrer her selber nicht so geile Action. Natürlich auch wenn jetzt der Autofahrer geschult ist, aber du musst einfach als TÜV-Fahrer wirklich halt ja, mega aufpassen. Handy ist nicht gut bei der Autofahrt. Hast du ein Problem? Handy ist nicht gut bei der Autofahrt. Hast du ein Problem? Ja, du hast gebremst und Handy. Was hat dich gebremst? Ja, ihr habt gebremst und habt ein Handy. Das ist so bescheuert, jetzt fragt er, ob es nicht kämpfen. Sind wir da im also Entschuldigung, sind wir da eigentlich im Mittelalter oder was? Jetzt fragt er, ob es nicht kämpfen. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Also, er ist nur am sagen, was das Problem ist, und der andere will wir kämpfen. Also, ja, schauen wir weiter. Ja, aber kein Handy. Das ist nur gefährlich. Das Problem ist mit dem Handy und das ist gefährlich. Mehr nicht. Ja, da muss man doch nicht so aggressiv sein. Da kann man doch Handy zur Seite legen und später. Ja, dann mach. Alter, bremst extra ab bei mir und hat die ganze Zeit ja, und hat ein scheiß Handy in der Hand gehabt die ganze Zeit, ey. Was? Der hat die ganze Zeit ein Handy in der Hand gehabt beim Telefonieren, fuhr so. Ich fahr hinter dem, bremst er mich auf einmal aus, Alter, dass ich voll reingreifen muss, der Idiot, ey. Ich hab das gesehen, ich hab mir den Ablauf gesehen. Ja. Und dann, was hast du gerade gesagt? Ja, was mein Problem wäre und so, ob wir kämpfen wollen, ey. Richtiger bescheuerter Typ. Ja. Bescheuert, also wirklich richtig bescheuert. Ich weiss, es ist oftmals schwer, oder man oftmals denkt, komm schnell aufs Handy schauen, statt dass irgendwo anfahren, komm, ist nur 1 Sekunde und so. Aber ja, also ich sehe sogar, und das ist, finde ich, fast ein bisschen unverständlich in der heutigen Zeit noch, aber ich habe ja schon viele Leute gesehen, die wirklich am Autofahren sind und das Handy in der Hand haben. Oder beziehungsweise am Telefonieren sind. Das finde ich auch mega. Verstehe ich überhaupt nicht, wie das in der heutigen Zeit noch, dass man das noch macht. Ja. Das sieht aus wie das erlaubt, wenn du Platz hast. Machen wir nicht. Laut machen. Ja. Was sucht ihr hier? Nur einen Ausflug machen. Wollen nur einen Ausflug machen. Wisst ihr, dass es hier nicht gestattet ist?
nicht mehr. Nee. Liegt mal ein Nummernschild habt ihr dran, so feige seid ihr. Geht auch nicht ab. Liegt die hier? Weiß ich nicht. Ich finde, dass zwischen den Förster und den TÜV-Fahrer ist, logisch sind viele so TÜV-Fahrer sind ja wirklich mega jung, extrem jung. Und machen da wirklich, eben wie er sagt, machen da wirklich Schaden. Aber ich finde, oftmals ist es wirklich so wie eine Hetzjagd. TÜV, also sag ich mal, Enduro-Fahrer gegen Ding. Also wenn du das jetzt siehst, dann weißt du schon, das kommt jetzt im Förster, das macht ein richtiges Problem. Also das ist wirklich so, mich nimmt es wunder, was er jetzt noch sagt. Kamera und so weiter, mit da im Internet was zu sehen. Nee, das machen wir nicht. Die verschwinden. Entschuldigung. Personalgeräte müssen so nicht gehen. Nee, leider nicht. Nichts mehr. Scheiße, ist dafür. Aber ich finde, das sieht wirklich aus, als ob wir da gefahren haben. Aber gut, wenn sie das oft gemacht haben oder wenn da irgendwie das Hilfe sind, das da richtig. Ja, also abbauen. So, was kommt jetzt da? Oh Scheiße, schau mal da vorne. Ich genau das meine ich. Genau das. Das sind wirklich jetzt. Du gibst das ja nicht, das hast. Ich finde das so. Das sind so, wenn sie in die Schüsse nehmen. Er ist ausgestiegen, er hat einen Namen und jetzt fliegt er um. Und jetzt, was willst du machen? Was willst du jetzt machen? Der Bauer da oben, den. Helm soll er abziehen. Hat es geheißen, Helm soll er abziehen. Und der will es nicht machen. Ja. Und jetzt? Passiert nicht viel. Gut, also ja, da haben wir schon oftmals meine Meinung gesagt, dass ich da Ja. finde, jetzt wenn es die Polizei anruft, dann kann man das Nummernschild, kann man das Nummernschild schlucken. Man kriegt ein kurzes Fotoshooting. Ja. Keine Ahnung, keine Ahnung. Digga, das ist einfach nur wild. Und da zeigt mir schon einer einen Wischer, Digga. Ich hab auf jeden Fall direkt schon wieder Schlauch mit Schlauch ist, glaube ich, auch schon mit dem Blackout unterwegs gewesen. Aber jetzt würde ich mich gerne unternehmen, was da noch gesprochen wird. Freunde gemacht. Das ist ziemlich krank. Ich glaube, ich werde mich jetzt einfach verpissen, weil der Typ wird mich, glaube ich, gleich anquatschen und dann haben wir den nächsten Angry Guy in unserer Ja, das glaube ich ja. Folge. Ja, ihr seht, damit machst du dir keine Freunde mit so einem Auspuff. Einfach wild. Was ist denn denn Schwachsinn? Ach so! Ich fahre extra auf den Parkplatz, um das zu machen. Ja. Viel Spaß mit dem Kennzeichen! Ja! Schönen Tag noch! Schönes Wochenende!
Ach Leute, ich fahre extra weit weg, weißt du? Also, ja, es gibt immer irgendjemanden. Ich meine, logisch, jetzt der ist auf Chiller-Modus mit dem Hund unterwegs und dann ist da einer, der mit dem Auslaut macht. Also gut, man kann es auf eine Art verstehen, auf eine Art, ja, gibt es natürlich immer einen, der blöd tut. Also ja. Dann würde ich sagen, wäre es gewesen. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Obscura 94.